the sun rising, but you're still drawing lines. War never changes. Grüß dich zurück bei Fallout New Vegas. Wir waren das letzte Mal dort in diesem Galsch der Skorpione und sind nun hier bei diesem Umspannwerk jenes von, wie du siehst, RNK-Truppen bewacht wird, kann man so sagen, gell? Gut, wir schauen jetzt einmal weiter. Wir waren das letzte Mal unterwegs in Richtung warte mal. Richtung Novak waren wir das letzte Mal unterwegs, genau. Wir werden jetzt da herlaufen zu dieser Straße und werden dann in Richtung Süden, Richtung Novak spazieren. Das können wir machen. Verlassener Bruderschaftsbunker waren wir das letzte Mal. Da sind wir vorbeigelaufen. Und Camp Fallen Hope, glaube ich, waren wir auch. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Wurscht. Mal Richtung Markierung. Gehen wir mal weiter. Wir brauchen Munition auch wieder. Ja. Zuerst werden wir uns in Novak das Heimchen holen. Die Miete dafür, ich glaube, das können wir vorher schon machen. Obwohl ich mir jetzt nicht sicher bin. Warte mal ganz kurz. Zuerst Novak. Und dann gibt's eine Mission da hinten. Da geht's in den Süden. Was ist denn da herunten überhaupt? Mojave Drive-In. Ah ja, da geht's zu einer Erweiterung, genau. Das nächste Problem. Munition wird von allen Schuss, ja. Ja, ein bisschen Muni haben wir noch. Die letzten 2 Episoden waren relativ wie sagt man? Ja, du weißt eh, was ich meine. Oh Gott. Eldorado Trockensee. Wie du vielleicht jetzt gerade gemerkt hast, ich habe schon seit einer Woche nicht mehr gespielt. Komischerweise, Fallout New Vegas ist ein Spiel, das taugt mir viel. Ich empfinde es auch als eines der besten der Reihe. Oder als das Beste der Reihe. Aber, und jetzt kommt's, ich spiele es immer nur am Tag, wo es eigentlich erscheinen soll. Komischerweise, ich weiß aber nicht warum. Wie nah muss ich dann den Trottel zu wie? Triff ihn jetzt? Naja, ist nicht viel, aber Der macht gut Schaden. Aus! Wenn ich mit was nicht gerechnet, wenn ich mit was nicht gerechnet habe, dann war es jetzt gerade das Manöver. Das wäre mir nix mehr eigentlich. Probieren wir mal das. Da gibt es ja noch eine Mission mit den Feuerameisen. Ah! Dreckige.
Bist du deppert? Stufenaufstieg. Yeah! Komm, wir können feiern. Stufenaufstieg. Wir haben nichts mehr, schau das an. Hackebeil. Einschussflinte. Dynamit, das gehalten wir uns. Im Kauber-Repetierer haben wir noch 16 Schuss. Wir nehmen den 9 mm. Mal schauen, ob der was kann. Was ich nämlich nicht glaube. Jetzt habe ich Feuerameisen-Mitarbeiter gelesen. Na super. Wärst du bist der komplette Trottel. Was nehmen wir? Wir haben da 5 drauf, wir haben da 5 drauf. Und bei Sprache haben wir 5 drauf. Ist mir persönlich am wichtigsten. Keine Ahnung, wie du da dazu stehst. So, jetzt haben wir da Stimpaks. Das ist bei mir so die Phase in Videospielen generell, wo ich nichts habe und dann plötzlich habe ich wieder viel zu viel. Jetzt da. Ja, die macht ganz gut Schaden, gell? Kopf verkrüppelt. Also wir werden in der nächsten Ausgabe gar keine Munition mehr haben. Ja, aber da bewege ich mich aber vorher in Richtung Dings zurück. Einmal in Richtung New Vegas und hol uns Munition, das sage ich da halt auch. Sehr gut. Können wir die Waffen reparieren? Ach so, geht ja noch ein bisschen, mein Gott. Scheiße, sie schaut das Spiel, ha? Eldorado Trockensee. Schau. Uiuiui, wir kriegen ein Problem. Wir haben zwar da jetzt da relativ gut Punkte gemacht, aber wie du siehst, uns geht nicht nur die Munition aus, die Waffen sind scheiße im Zustand, also wow. Der trifft ja gar nichts mehr. Was ist da? Mal mit. Naja, nix. Mehr wie ich glaubt hab. Grill. Also Grillfleisch war halt schon was Geiles.
Jungs und Mädels, ich glaube, wir haben ein neues Ziel. Ich habe schon Kummer gesehen, wenn das jetzt der Wald sein sollte, dann haben wir ein zeitliches Problem. Da komme ich dann nicht mehr raus. Und gerade die Walds sind am interessantesten. Okay. 30 Items repariert. 50 Erfahrungspunkte. Cool. Bitte lasst das an Vault sein, wir dann. Ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Ihr wisst das ganz genau. Vault 11, den habe ich nie gefunden. Ich hab gewusst, dass es ihn gibt, aber ich habe ihn nie gefunden. Und das ist das Geile an dem Spiel. Du hast eine Hauptmission, die da angezeigt wird, und den Rest musst du von selber erkunden. Das ist so geil bei den Spielen. Oh oh. Ich glaube, ich weiß schon, warum ich den Wald nie erkundet habe oder nie gefunden habe. Scheiß Skorpione. Na schieß! Schnell. Hilfsmittel. Turbo Whisky. Keine Ahnung, was der Reparatursatz jetzt war. Karawanenspeise. Heilpulver. Müssen wir uns auch was herrichten. Na, wirklich Spielgefahr? Das halte ich nicht aus. Gut, jetzt finden wir bald aus, was da rund passiert ist. Das wird interessant. Oh Gott. Vault-Eingang. Download abgeschlossen. Ja, und? Hallo. Notiz hinzugefügt, Vault 11. Werden wir das wirklich tun? Es ist offen. Wir können einfach gehen. Ich könnte nicht. Nicht nach dem, was passiert ist. Wir verdienen es nicht, fortzugehen. Als leuchtendes Beispiel haben sie uns bezeichnet. Aber das waren wir auch. Wir taten, was von uns erwartet wurde. Bei weitem nicht. Jeder hätte getan, was wir taten. Meiner Meinung nach ist das genau das Problem. Und jetzt weiter. Ich gehe zuerst. Nicht so schnell.
Die Leute sollen wissen, was passiert ist. Das ist bestimmt sehr lehrreich. Wenn da draußen überhaupt jemand ist, hoffe ich, dass sie das nie rausfinden müssen. Bereit, Harry? Hier. Halt! 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 Moment! Okay, Vault 11. 4 Leichen beim Vordereingang von Vault und eine seltsame Aufzeichnung deuten auf düstere Ereignisse hin. Finden Sie heraus, was mit den Bürgern von Vault 11 geschehen ist. Deswegen bin ich ja da. Gerade die Vaults und die Geschichten dahinter sind das Stärkste in der Spielerei. Was haben die da gemacht? Macht ihr drauf gefasst, das wird sicher ein Zweiteiler werden. Weil in die Vaults verbringen meistens immer Stunden. Da will ich genau wissen, was sie abgespielt hat. Brauchen wir nichts. Das Cola nehmen wir mit. Das ist immer gut. Cola ist das Wichtigste überhaupt. Scheißdreck auf den Zuckergehalt. Wow. Schaut aber geil aus. Mit dem Ira da hinten um mich. Cool. Eine Riesenratte mit Stil. Gefällt mir. Warum ist die so nervös? Oh, ich habe vergessen, sorry, Paarung. Die ist ja komplett down. Oder komplett nervös. Warum? Der schießt wieder auf den Tisch. Ich halte ihn nicht aus. Ja, ich kann mit mir schimpfen, wie ich will. Merkt ihr das? Aber die Atmosphäre ist so geil da herin. Und da machen wir mal zu. Wenn das irgendwie geht. Pümpel brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht, brauchen wir auch nicht. Gut, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht die Jagd. Was ist hier geschehen? Ladies. Saugeil! I hate Kate. Da gibt's ja einen Vault, wo es ja darum gegangen ist, nach der Zeit vom Direktor vom Vault-Aufseher so, dass wenn ein neuer gewählt wird, müssen sie einen alten oder den nächsten dann umbringen. Ja, was weiß ich, was da genau war.
Mal schauen, vielleicht. Ich glaube sogar, dass der Wald, den ich jetzt gerade in den Mund genommen habe, ich glaube, der ist sogar da in Fallout New Vegas zu finden. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was das für einer war. Wahlführer Vault 11. Sehr geehrte Vault-Mitbewohner, herzlichen Glückwunsch. Ihr Engagement für den demokratischen Prozess ist der Fels, auf den die dauerhafte Stabilität von Vault 11 gebaut ist. Um Ihnen die Entscheidung bei der diesjährigen Wahl etwas zu erleichtern, haben die Vereinigten Wahlblöcke von Vault 11 diese praktische Lektüre für motivierte Ansässige zur Aufseherwahl, kurz LMAA. Du willst jetzt aber nicht wissen, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Leckt's mir am Arsch. Zusammengestellt. Die eine kleine Liste der führenden Kandidaten für das Aufseheramt sowie deren Stellungnahmen, Schlüsselpositionen und Befürworter. Name. Enthält. Mit freundlichen Grüßen Roy Gottlieb, Vorsitzender Vereinigte Wahlblöcke von Vault 11, Block der Gerechtigkeit. Kandidat Henry Glover, Befürworter Block der Utilitaristen, Blöcke des göttlichen Willens, Block der Vereinigten Dienstleiter. Ich bin ein liebender Ehemann und Vater von 6 wunderhübschen Kindern. Sam, mein Ältester, hat es dieses Quartal auf die Ehrenliste geschafft und ich bin unglaublich stolz auf ihn. Mein jüngster Henry Jr. hat gerade sein erstes Wort gesprochen und es war Papa. Es existiert jetzt schon ein starkes Band zwischen uns. Dabei ist er doch noch ein Baby. Freunde, wenn Sie diesmal zur Wahlurne schreiten, dann denken Sie bitte an Ihre eigenen Kinder und dann möchte ich, dass Sie an Sam und Henry Jr. denken. Stellen Sie sich Ihre Gesichter vor. Ned Stone sollte Aufseher werden, nicht ich. Kandidatin Donna Halley, Befürworter Block der Menschenwürde, Block der Vereinigten Vault-Techniker. Ich kenne die Gerüchte, die über mich kursieren. Das sind nichts als bösartige Lügen, die meine Mitkandidaten in einer verzweifelten Schmierenkampagne in Umlauf gebracht haben. Ich möchte, dass Sie alle wissen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas Übles getan und erst recht nicht gleich 4-mal. Aber selbst wenn ich es getan hätte, würde das immer noch nicht bedeuten, dass Sie mich wählen sollten. Bitte beachten Sie, dass ich völlig unterqualifiziert bin für das Amt und dass meine beiden Gegner es viel eher verdienen. Ich habe keinerlei Führungsqualitäten. Sie könnten keine ungeeignetere Kandidatin finden als mich. Ich versichere Ihnen, meine Amtszeit wäre ein absolutes Fiasko. Kandidat Nathan Stone. Befürworter Block der Gerechtigkeit. Das ist doch lächerlich. Ich gehöre gar nicht auf die Kandidatenliste und ich bin auch nur wegen dieser ganzen schmutzigen Hinterzimmerpolitik hier darauf gelandet. Ekelhaft! Sie sollten sich alle schämen. Verschiebungsmitteilung. Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aufgrund der tragischen Ereignisse der letzten Tage wird die Aufseherwahl auf einstimmigen Beschluss der Koalition der Wahlblöcke von Vault 11 verschoben, bis die Ermittlungen in den Mordfällen abgeschlossen sind. Oh holla die Waldfee, was geschah hier? Ihr Sicherheitsteam lässt sie wissen, dass es unermüdlich Tag und Nacht nach dem Täter fahndet und bereits einige heiße Spuren verfolgt. So Gott will und der Täter rasch gefasst werden kann, haben wir möglicherweise einen vielversprechenden neuen Kandidaten für die Wahl des Aufsehers. Mit freundlichen Grüßen Terry Hart, Präsident Block Menschenwürde, Aufseherbefehl 745. Mit sofortiger Wirkung ist das traditionelle Prozedere der Aufseherwahl ausgesetzt. Anstelle der jährlichen Wahlen wird vom Zentralrechner einen Monat vor Antritt der Amtsperiode ein Bürger oder eine Bürgerin per Zufallsgenerator ermittelt, wodurch völlige Unparteilichkeit und Fairness gewährleistet sind. Catherine Stone, Aufseherin. Okay, hier gab es einen Mordfall. Interessant.
Hier gab es einen Mord. Dann lasst uns weiter erkunden, was hier genau geschah. Jetzt bin ich nämlich neugierig. Und wie gesagt, ich glaube, das wird eine mehrteilige Episode. Das war's in Nummer 1. Endlich einmal ein bisschen Muni hast du verlassen. Die ist tot. Waren aber putzige Tiere, hä? Aha. Ah, das ist der Haupteingang. Okay, jetzt sind wir eigentlich im Crosscraft. Klinik. Da waren wir auch schon. Jetzt sind wir wieder da herum. Au! Was hat der geglaubt, dass der da kommt oder was? Warte mal. Das Terminal schon. Also wird es mit dem Terminal genauso ergehen. Gegenstand. Ah, das haben wir schon gelesen. Okay. Da. Da gibt's nichts, da gibt's auch nichts. Weiter geht's. Cowboy-Repetierer, da haben wir 41 Schuss, na wenigstens was. Wohnquartiere, jetzt werden wir vielleicht ein bisschen mehr ausfinden. So, laut gleich noch. Aber was ist da jetzt genau passiert? Da hat es einen Mord gegeben. Ja, das habe ich mitgekriegt. Das habe ich auch gecheckt. Wie sind die jetzt hin? Okay. Wow. Dir wird das sicher aufgefallen sein, dass die Schrecken da, diese Riesenschrecken, relativ nervös sind. Das muss ja einen Grund haben. Ich hoffe, dass wir den erfahren. Acht Korken. Aber wie gesagt, wir werden da jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Ausgaben herin sein. Das kannst du sicher sein. Weil für mich persönlich sind die Walls ein absolutes Highlight.
Stromleiter, Kernspaltung, Glaskrug, Lunchbox, ist ja nichts Gescheites drinnen. Kaputtes Sofa, braucht auch keiner. Hast du irgendwas? Schrecken Vorderbein. Leere Spritze. Leck mich doch. Leck mich am Buckel. Da gibt's nichts, da gibt's auch nichts. Sehr gut. Gut zu wissen, dass da auch nichts ist, gell? Da geht's in Richtung Administrator und Sicherheit. Aufseherbüro. Aber ich dieses Spiel liebe. Oh, Munition. Wir werden sie brauchen. Genau. Vielleicht finden wir einen Schlüssel. Beweglichkeit braucht man nicht. Rang 2, super. Sicherheitsterminal. Ah, das wird jetzt nicht mitnehmen. Kruzifix. Falsche Tasten. Wurscht. Ich werde zwischen eine wieder mal ausräumen. Was ist da? Sicherheitsterminal. Amtsenthebung. Jetzt wird's interessant. Auszug aus der Befragung unter Eid der Beklagten Catherine Stone durch Gerard Miles, Rechtsanwalt der Vault. Okay, machen wir mal weiter, wo wir aufgehört hatten, Kate. Catherine. Ach, richtig, Verzeihung, Catherine. Vergesse ich immer wieder. Kate nennt mich nur mein Ehemann. Sie erzählten uns von einem Streit, den sie angeblich mit Roy Gottlieb vom Block der Gerechtigkeit hatten. Nicht angeblich, tatsächlich, das hatten wir doch schon. Es steht immer noch Ihr Wort gegen seins. Miss Stone, aber bitte zum Streit. Seufzt. Er sagte, bei ihren Meetings sei der Name eines Mannes gefallen. Bei den Meetings, auf denen beraten wurde, welchen Kandidaten man befürworten wollte? Ja, sie wollten ihn befürworten. Warum, wollte er nicht sagen. Aber ich weiß, dass mein Mann sich regelmäßig mit einigen von ihnen zum Poker traf. Und in letzter Zeit hatte er eine Glückssträhne gehabt. Und was soll Mr. Gottlieb ihnen ihrer Aussage zufolge angeboten haben? Er sagte, er könne seinen Block umstimmen, die Unterstützung verhindern, aber nur falls Sie was, Catherine? Nur falls Sie zu sexuellen Handlungen bereit wären? Ja. Ging es nur um Mr. Gottlieb? Nein, um die ganze Führungsriege des Blocks, Ihre Freunde. Und Sie erklärten sich einverstanden? Was hätte ich denn tun sollen? Sie hatten die Mehrheit. Wie lange ging das so, bevor die Befürwortungen bekannt gegeben wurden? Ich weiß nicht mehr, einen Monat vielleicht. Und als sie bekannt wurden und man ihren Mann trotz ihrer angeblichen Abmachung befürwortete, da beschlossen sie, Mitglieder des Blocks zu töten. Ja, ich dachte, die Mehrheit war ziemlich knapp. Wenn ich sie etwas dezimiere, besonders an der Spitze, dann würde vielleicht jemand anderes gewählt, falls sie nicht geschnappt würden. Nein, Mr. Miles, ich erwartete, erwischt zu werden. Das war meine große Chance. Jetzt werden sie mich wählen. Eine geständige Mörderin?
Sie glauben, die Wähler würden es riskieren, Ihnen einen verantwortungsvollen Posten zu geben? Sie müssen jemanden wählen und mit Ihren Gründen dafür leben. Ja, aber warten Sie es ab. Das haben wir jetzt schon, genau. Interessant, interessant. Interessant. Wenn sie die oberste Führungsriege umgebracht hat. Es steht jetzt aber nur im Raume. Vielleicht finden wir einen Schlüssel. Das wäre nämlich jetzt nicht uninteressant.